So, nach dem DFB-Pokal geht es jetzt in der Bundesliga weiter gegen Gladbach. Und ich habe mittlerweile den neuen Patch installiert. Und der beinhaltet jetzt die komplette zweite Bundesliga. Pass auf, das möchte ich euch kurz einmal zeigen. Ich glaube, das geht da erinnert. Moment, das ist da weiter unten. Da haben wir es. Also jetzt haben wir die ganzen Zweitligamannschaften drin. Genau, so schaut es aus. Alles mit Originalnamen, Originaltrikots. Und dann muss ich nochmal kurz mich korrigieren, denn wir haben ja, pass auf, im DFB-Pokal haben wir ja gegen Dings gespielt, gegen Woodenschin Town, gegen die Standardmannschaft von Pro Evolution Soccer. Das ist ja natürlich jetzt weggefallen, weil die ersetzt worden ist durch den VfR Aalen. Ja, deswegen sind wir jetzt halt irgendwie, ja, schaut jetzt so aus. Also die anderen Mannschaften sind alle ausgekaut worden. Und sind jetzt durch die Originalmannschaften ersetzt worden. Gut, und wie können wir jetzt gleich weitermachen? Und zwar spielen wir auswärts in Gladbach. Ja, von den Trikots her passt das so. Gerade von der Ausstellung muss man mal schauen. Oh, das schaut nicht so gut aus. Das schaut natürlich nicht so gut aus. Moment einmal. Dickmeier, ja, wir haben... Pass auf, Dickmeier, der bleibt einmal daheim. Einen linken Außenverteidiger haben wir nicht mehr, gell? Wobei, Moment einmal. Der Ochs, gell, der kann links und rechts außen auch spielen. Gut, dann wieder runtergesetzt auf 370, aber hilft ja nicht. Dickmeier bleibt dann ganz daheim. Haben wir denn nur einen Ersatzverteidiger? Ja, schon, gell? Nehmen wir mal den da mit. Und Beister, ich weiß nicht, bleibt der drin? Erst einmal. Lassoga, ja, wir haben nicht viele Mittelstürmer, gell? Besser gesagt, wir haben bloß einen. Campbell ist eine hängende Spitze. Kalangulu bleibt auch daheim. Pass auf den Westermann. Den kann man eigentlich auch raus da. Der Marajkovic rein. Und Westermann bleibt komplett daheim, denn wir nehmen noch Sobiek mit. Gut, und so können wir starten. Also live aus dem Borussia Park gegen Borussia Mönchengladbach, der mal Heimspiel. Und das wollen natürlich wir gewinnen. Gut, Gladbach möchte wahrscheinlich auch gewinnen. Aber das werden wir ja noch irgendwie verhindern wollen. Arango. Und ich muss sagen, zuletzt habe ich ja immer gesagt, dass wir Fehlpässe machen und so viele Sachen. Und ich habe so, ja, nebenher zocke ich ja privat auch. Und hab das Passen und so weiter ein bisschen geübt. Und müsste normal ein bisschen besser werden. Vielleicht aber so nicht, wenn wir so spielen. War dann natürlich gleich gut losgegangen. Arango auf Hermann. Also wie gesagt, das Passen habe ich ein bisschen geübt. Damit wir da ein bisschen besser dran sind jetzt. Und nicht mehr so viel Scheiße bauen. Dominguez. Wieder Arango. Chaka. Freund.
Das war die erste Torchance. Also das war schon mal der erste Warnschuss von den Gladbacher. Und da haben wir nicht besonders gut verteidigt. Mascherano. Lahm. Beister. So wie jetzt. Geht er noch nicht. Und den hat Adler natürlich. Der muss einfach rum, weil sonst, glaube ich, schauen wir schlecht aus. Stranzl. Ja, da haben wir gerade den Typen umgehauen. Da ist er schon wieder. Dann kriegt er gleich noch eine. Oh, Adler mit Glanzparaden. Achso, es gibt Abstoß. Ich meine, es gibt noch Ecke. Beister. Mascherano. Oben drin Van der Vaart. Den kriegt er aber nicht unter Kontrolle. Hermann. Ja. Das wird wahrscheinlich Geld geben. Und so ist er gegen Ochs. Ja, dann hat er sauber umgehauen. Und somit die erste gelbe Karte gegen Hamburg. Ilicevic. Beister, ja, den erwischt er nicht. So, Ball zurückerobert. Hermann. Ja, die nächste große Chance für Gladbach. So, jetzt aber vielleicht einmal ein Konter von uns. Van der Vaart, ja, da erwischt ihn wieder nicht. Der Pending wieder von. Nordweit. Panzil. Wieder Arango. Ja, der war nicht im Abseits. So seht ihr das, so geht es. Und Van der Vaart. Ja, erste Torchance. War doch nicht so schlecht ausgespielt. Und es gibt die kurze Fix, jetzt schießt er schon wieder die Ecken. Habe ich dir gesagt, der Van der Vaart soll die Ecken schießen? Lasogga ist doch zum Tor schießen da. Pass auf, ungefähr, Moment einmal, so vielleicht. Ja, aber eindeutig zu kurz, oder? Beister. Arango. Kruse. War Foul von Rajkovic. Wird wahrscheinlich Vorgelb geben. Na, Tronny geben. Tolgay Aslan. Da waren wir ein bisschen unvorsichtig.
Ja. Und da ist das Gegentor. Der Jung war's. Scheiße, da haben wir nicht aufgepasst. Moment, schauen wir uns nochmal gleich an. Ja, da hätte man den abnehmen sollen. Adler war noch dran, aber ja, den hat er nicht mehr abwägen können. Ja, somit steht und 0 für Gladbach. Mascherano. Ox auf der linken Seite kann flanken und Lassoga erwischt nicht. Ja, Halbzeit. Ja, und der Spielstand 1-0 für die Gladbacher. Da waren wir auch mal nicht vorsichtig und dann hat schon gekracht, oder nicht? Aber man muss sagen, wir waren gar nicht so schlecht immer, oder? Mit den Fehlpässe haben wir uns in Grenzen gehalten. Aber wir müssen nicht dringend was machen. Und zwar beißt es eigentlich besonders. Der darf jetzt mal übergehen. Und dafür kommt Navio. Und vorne bringen wir jetzt Campbell. Der ist nämlich in Topform. Allerdings als hängende Spitze. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das Ruder noch rumreißen. Mascherano. Van der Vaart startet. Ja, war Torschance. Wobei man muss sagen, der hat mit dem rechten Fuß geschossen. Er ist ein Linksfuß. Pass auf, Ochs. Ja, er rennt dafür. Und das war fast ein guter Pass geworden, Alter. Denn wenn er erwischt hätte. Panzil. Auf Hermann, der hat da Freibahn. Ja, das war nichts, eh. Kruse. Und der war zweit. Ja, mit dem Ballabnahmen habe ich das auch ein bisschen geübt. Weil mit den Grätschen kommt man ja nicht weit. Da darf bloß nicht faulen, weil sonst kriegen die noch einen Meter. So, Einwurf für Gladbach, Bach auf Foulspiel. So, aber jetzt wieder. Ja, da werden wir von 3 Mann bedrängt. Campbell startet, jawohl, den erwischt er. Das war der Pfosten. Und ich glaube, da hätte der Torwart schon seine Probleme gekriegt, wenn die aufs Tor gegangen wird. Campbell. Ja, da kommen wir nicht ganz durch. Ja, das war eine kleine Remplerei von Campbell. Gibt Freistoß für die Gladbacher. Navio. Oh. Ja, der war zweit.
Panzil über rechts. War aber nichts. Ja, Lahm hängt da hinten. Und bereinigt ist unsauber. Und es war nicht mehr Foulspiel. Verschiebung. Jetzt haben wir, was haben wir denn? 74. Minuten. Navio startet. Dominguez war aber aufmerksam. Stranzl auf Panzil. Arango. So, weg ist er. Ja, Navio kriegt er nicht unter Kontrolle. So, Gladbach wechselt. Aber Moment einmal. Wir könnten nämlich auch noch wechseln. Und zwar, pass auf, da haben wir heute mal den Herrn Ilisevic raus und bringen dafür Daniel Carvalho. Vielleicht bringt er noch was. Nötig hätten wir es. Achso, ja, da haben wir wieder einen über den Hafen kaut. Es gibt die gelbe Karten gegen Mascherano. Ja gut, war es aber nicht so tragisch. So, Van der Vaart. Unten rennt Navio, kein Abseits. Der war noch nicht aus. Mascherano. Und der ist nicht sicher. Probleme in der Abwehr von den Gladbacher. Van der Vaart. Carvalho, jawohl. Ja, es war Daniel Carvalho, sein erstes Tor für Hamburg. So, das war Van der Vaart. Der später auf Campbell. Der gibt dann ab auf Carvalho. Und der knallt das Ding erstmal gegen den Pfosten. Ja, und dann kriegt er gleich nochmal und kann abstauben. Ja, und somit haben wir den Kopf wieder aus der Schlinge gezogen. Fürs Erste. Van der Vaart. Ja, da komme ich nicht ganz durch. Stranzl. Ja, Stranzl macht einen Fehler hinten. Scheiße, wie auch. Das war natürlich jetzt die Chance gewinnen. Ja, Carvalho probiert es mal, aber kein Problem für Ter Stegen. Ja, Schiedsrichter pfeift ab und somit steht es 1:1. Da haben wir noch mal Glück gehabt, oder? Hätte man das so nicht gemacht, hätte man höchstwahrscheinlich verloren.